Haut 3. Ostersonndech begräessen ich aus der Kirch vun Weiler-la-Tour, méiwer Droffunheitssondesmass. Et singt Choral Saint-Cécile Weiler zum Turm an Hassel. Dirigent ass den Horatio Dragan, Organistin Simon Appelbaum-Göbel. Sie spielt als Entrée Processional March vum Orainer. Dönner sangemer Jubilé Crier de Joie vum Dujonché. Herr erbarm dich vum Rodenburg, Gloire à Dieu vum Kaul, Jésus tu es ressuscité vum Tassin, Le sel de la paix vu Kemp an Gambarelli, O Salutaris vum Abbé Bourguignon, an als Schlusslied La première en chemin vun Lefebvre an Guédon. Dögel spielt als Sortie Improvisation sur le Te-Deum vum Tournemire.
Am Numm vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Weiler an der Kirch, a leif alle gut, die da iwwer Medien ma dais verbunden sit. Zenter dem Jesus singer Oberstehung mecht Liewen den Tod hell. Den Tod ass net mit den vom Liewen ben Durchgang zu engem neien Liewen. An dieser Eucharistie feiern wir den Tod an die Oberstehung vom Jesus. Los wir daran Kraft fanden für eist alltäglich Leben. Wir können ob dem Herrgott sin Kraft zielen. Los wir ihm soen, dass wir dono verlängern, für als erleisten Menschen zu leben. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld no lossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Am ersten Tag der Woche waren 2 von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tode verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar,
ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn, bei ihnen zu bleiben und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, am bürgerlichen Kalender als Ostern war lang river, durch der Vakanz auch. Wir Christen par contre feiern 50 Tage lang Osterzeit. Ostern ist wie gewusst ein Mobilfest. Als Jahr ändert das Datum zwischen dem 22. März und dem 25. April. Ostern ist auch, kann ich sagen, ein Automobilfest, weil du immer mehr Leute unterwegs sind, ob der Rull. Weder Meldungen über Stau nach hohen Benzinspreisen halten sie zurück. Manchmal geht es, wie der amerikanische Schriftsteller John Updike schreibt: Der größte Teil vom amerikanischen Leben besteht daran, dass ihn irgendwo hinführt, anderen zurückführt. Also ich frage, wie war denn eigentlich gefahren ist? Wie weit fuhren wir fort? Wohin geht die Reise? Nicht nur haut am Meer, aber überhaupt. Nicht nur privat, aber als Familie, als Gesellschaft, als Kirche. Genau auf dieser Platz setzt das Evangelium an. 2 Männer sind noch unterwegs. Sie laufen fort. Wohin ist eigentlich egal. Ich erinnere mich, wie wir klein waren, am Reis nicht geschickt, an Mam bis no in Verzweiflung durchtun, hat sie eis halt ugedreht: Ich laufe fort. Und da war mir ziemlich sehr ruhig. Die 2 Männer, die fortlaufen, sind geschlohe Leid, flemsig, sie lassen den Kap hängen. Oder wie wenn sie nur enger Fiesta einen dicke Kap hätten, a keine klare Gedanken mehr fassen könnten. The party is over. Wie geht es für uns? Sind die beiden nicht wie ein Spiegel für Eis? An hinne gesehen wir Eis selber, war wir enttäuscht, und mit unserem Latein Ende. Sind doch mir, trotz aller wirklichen, vermeintlichen Erfüllungen, immer frustriert und dann irgendwie Ende. Mit unseren Idealen, unseren Aufgaben, unseren Zielen. Es fällt uns nicht schwer, uns an die Haut von den Emmaus-Jünger heranzuversetzen. 12 Kilometer sind es von Jerusalem ab Emmaus. Die Stimmung in der Weas bedrückend, ja Nullpunkt. Die 2 verstehen die Welt nicht mehr und hätten sich am liebsten verkroch. Für was? Wenn's dem Jesus. Die Erwartungen, die sie an die gesagt hatten, haben sich nicht erfüllt, weil das alles irre war. Ob das falsch Pferd, hatten sie gesagt. Doch wir haben betet für am besten, nes an das Altleben zurückzukommen, bei ihr Familie, an ihr Berufsfeld. So kein anderen Ausweg gewusst. Nimmer fort, nimmer fort. Eine wirklich Trauergeschichte. Alles im Soss, alles für neicht, alles für die Katz. So Erfahrungen sind eis nicht unbekannt. Auch bei Eis kündet wir, dass eis Pläng nicht abgehen. Dass man scheinbar im Soss ob ein oder etwas als Hoffnung gesagt tun.
wat bleibt das Enttäuschung, Frust an Resignation. De Gruppe von de Jünger war auseinandergebracht, schiedereen geht lo sein egenen Weh. Den Männer von Emmaus as allerdings eppes blieben, wat ze von denen anderen unterschied. Se ginn zu zwei, a schwätzen iwwer alles. Se sind net eleng. Dëst briderlicht Madenaner vun den Emmaus Jünger halen ich fir besonnech wertvoll. Dat wünschen ich auch ich an eis all. Dass dat net ein unendlich kostbar Geschenk fir die Beit, dat se zu zwei gehen, an alles mat ne bespreche können, wat ze bewegt. Ënnerscheden die Beit Jünger wie op Emmaus sich vun Eis op de Strosse vun eiser Lebensgeschicht net grad dodurch, dat mir allze gär den Täuschungen a Widernisser, die als Biografie belaschten, eleng. Als Einzelgänger, einsam, als lonely men schmerzlich erfuhren mussen. Sogar am Mariage könnt dat viel. Statistike behaupten, bestörte Leid geben durchschnittlich nimme 5 Minuten am Tag mat ne schwätzen. Vereinsamung, a Kontaktarmut, worin hinguckt. Bei den Emmaus Jünger war o Bemol de Jesus bei hinnen, als Dritten am Bund. De Matmönsch, dem mat mir etwas deelt, kann effektiv weh vu Gott bei mich sinn. Kommunizieren, sich austauschen iwwer sein Leben, an do mat det besser bewältigt kreen, dat könnt eng echt Lektion vom Emmaus-Evangelium sinn. Do ne vormachen, da könnt Gott dabei. Wann noch für dechtmal als Unbekannten, weil es so gesellten sich bei die zwei. Hier schenkt ahnungslos, naiv zu sinn, kein blass Ahnung von dem, was sich zu Jerusalem zugedrohen huet an der Lächt. 3 Stunden gisi mat ihm dedischen diskutieren a resonieren mat dem NRW. Me se war wie blann, an hunne net erkannt. Wär aber net verwunderlich ass, wann ihr bedenkt, dass den Obersternenen net mit dem irdischen Bereich zugeheiert. Et kann ihnen net mat irdischen Äner kennen, wann hier sich selber net zu erkennen gëtt. Gell doch fir Eis leif mat Christen, och mir sind dann wann wie blann. Och van de Glaven eis seht, dass den Obersternene Christus eis no ass. Dass ein innerdeis ass, wann man eis aus engem Numm versammeln. Dass ein eis zur Seite steht, amma deis de Lebensweg geht. Dass ein dat schweiert, a belastend vun eisem Liewen mat deis deelt. Hier begleet eis ob eise Wehr. An Dach filme eise so Dack vun him, wo Gott verloss. Jidre vun eis huet sei ganz persönlichen an individuelle Weh vun Jerusalem op Emmaus zu goen. Am mi hullen hien den Obersternenen erliewichen kaum woer. Geschweich nach, dass wir nach Verbindung bringen mit diesem Leben. Misten doch mir, so wie die 2 Jünger End von ihrem Weh bierden, Herr, bleib bei eis, weil es gött geschwind ovend, den Dach geht so los river. Sie kehren an. Eng Atmosphäre von Erweidung a von Staunen holt sich bei ihnen angestalt. Sie wollen mehr von diesem Compagnon de route wissen. Sie wollen net mehr go lassen. So bleibt ihr bei ihnen, an aus der Weggemeinschaft gedenk Mahlgemeinschaft, sie essen Madeneen. A wie sie bei dich sitzen, hält ihnen Brot, erreicht ihnen et. An dem Ablack, an dem Gest, göttien sich ihnen zu erkennen. Beim Brotbrechen lässten sie wissen, dass sie lieft. Lo realisieren sie, hier in de Friemen, as eise Meester, eise Freund an her. En as net tot blieben, lieft. Die Szene am Evangelium klingt bald wie die am Abendmahlsaal op Kringen Donnerstag ovend. Beit hunden eucharistische Klang. Weil beten heeschtet, wie sie dich sitzen, du hälten Brot, sie den Dankgebiet, bricht Brot, errechtet singe Frin. Du fährst Brotbriechen an der Freier Kirche, Bezeichnung in 4 Eucharistie, 4 Massfeier. Heraus sollen mir, die mich spät, die net an Ohren zeie sind, lehren, ergleven, wissen, immer
wann wir eis a engem Numm versammeln, dann ass hier bei eis. Überall ass dann Emmaus. Immer dürfen wir sicher sein, hier ass du an trägt erstärkt eis. Wir können dem Herr am Wort von der Heiligen Schrift an am Breche vom Brot begegnen, der das der großen Auftrag von Ostern. Liebe Brüder und Schwestern, Emmaus spielt sich an eisem Leben auf. Beten wir den Herr, bei eis zu bleiben, gerade doch, wann het Ofen geht, ob eisem Lebensweh. Immer dann, wenn wir den Jesus bei eis invitieren, ereignet sich das Geheimnis von seiner Gegenwart. Hier wär doch mit eis sinn, wenn wir a schwierig, a kompliziert Situationen geraten. Und da wird hier noch die Bibel hinweisen, an eis de medeve Sinn von der Schrift erschließen. Given der Reis dann opgoen, wie den zwei Jünger. Given wir realisieren, dass hier dabei ist. Dann ist es nicht mehr, the party is over, dann ist es, the party must go on. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dem Jesus in Auferstehung invitiert uns, für an der Fried, an der Hoffnung zu leben. Los wir für alle Menschen auf der Welt beten. Für all Gläubig, dass an dieser Osterzeit ihre Glaube mich stärkt. Dafür beten wir, Herrgott, höre uns. Für all die am Dienst von der christlichen Gemeinschaft stehen, dass ihr Scharch sie froh mischt. Dafür beten wir, Herrgott, höre uns. Für all politisch Verantwortlich und für all Gewählten, dass das Neidleben vom Obersternenen hinne Vertrauen und Hoffnung gibt. Dafür beten wir, Herrgott, höre uns. Für uns alle gut, dass wir es fertig bringen, Zeichen vom Obersternenen seiner Präsenz an der Welt zu sein. Dafür beten wir, Herrgott, höre uns. Lauscht op eist Gebiet, gute Papa am Himmel, an der Heier eis, durch Christus, eise Bruder an eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herr Gott, an alles, was du geschaffen hast, verkenne ich dein Lob. Allem, wer das, schenkst du Leben am Meiset hellig, durch dein Jung, eisen Herr Jesus Christus, und durch die Wirke vom Heiligen Geist. Immerhin feierst du ein Volk zusammen, das dir gehört, wie das es überall, von Osten bis nach Westen, Dingem Numm ein Affer durchbringt, das dir gefällt. Du verbieten wir dich, Herr, guck ob das Goven, die wir bräuchten, für diese zu weihen. Mach sie herrlich durch dein Geist. Lose zum Leib an zum Blut gehen von deinem Jung, eiser Herr Jesus Christus, den eis abgedrohen hat, das Geheimnis zu feiern. Weil an der Nacht, wo hier verrode gouf, du hält ein Brot aus in Hen. Hier seht ein Dankgebet, ein Berichtbrot, ihr rechtet singe Frieden a seht, holt an erst alle gut davon, da teiers mein Leib, Getier gehen für ich. Nom ersten hält noch de Kirlich, se drimmen Dankgebiet, riecht de Kirlich singe Frieden a seht, hol dann dringt alle gut raus, der teierste Kellich mat mingem Blut, Blut vom Neien an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Aner, wie dat Sünden verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Amen.
Herr Gott, dafür feiere mir Dundenke von dingem Jung, mir verkündige sei Leiden, durch dat wir erlöst sind, wir bekennen Herrlichkeit von singem Oberstohlen auf von singer Himmelfahrt. Wir werden drop, dass hier ne Rümken du Men von der Welt. So bring mir das Liewig dann hellicht auf du, für dich zu loben, an dir Merci zu soen. Guck voller Leif ob Daffer von dinger Kirch, erkennt du an Daffer von dingem Jung, der deis mit dir versehen tut, so wie dei Willen war. Wa ma lo mat singem Leif, a mat singem Blut gestärkt, a mat singem Geest erfüllt gin, da lo seis Leif an Geest gin a Christus. Ihr soll eis selber zu engem Affer machen, dat dir für immer geheiert. Wie dat ma Undeel kreen und enger Eefschaft mat allen, deis du erwählt tues, mat der Helger Jungfrau Maria, der Gottesmam, dem Helge Josef, mat den Aposteln am Märtyrer, a mat allen Hellichen, durch denen hiet gebiert, wir allzeit op den Höllef ziele können. Wir beten dich, Herr, des Affer von unserer Versöhnung solle Sege gehen für den Frieden auf für Teil von der ganzen Welt. Behit den Kirch, die nach NRW ist, am ersten Steig am Glauben aneinander lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, an unserem Bischof Jean-Claude, singen Weihbischof Leo, mit allen Bischöfen der Geistlichen, am ganzen Volk, das deint ist. Guck op den Familien, die der heute zusammen gerufen ist, und steh hierbei an allem, was sie Herz hat. An dengem Erbarmen, gute Pap, feier all den Kanner, die nach verspreht sind, bei dir zu summen. Denk auch an uns verstorbe Brüder und Schwestern, an all die an dinger Gnot aus dieser Welt fortgegangen sind. Wir feiern das Mass für Alfred Molling, a verstorbe Familie Molling-Back. An dinger Gutheit tun sie ob an dein Reich. Du hoffen wir eis Martine für immer und dinger Herrlichkeit zu freien, durch unseren Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Weil durch ihn, am Mattim, an Anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eher, lo an immer, an ewig. Amen. Und will wir zusammen an noch für den anderen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt tut. Eise Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erd. Geweis halt als dich nicht Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an die Versuchung, es frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Die Jünger erkannten den Herrn Jesus, als er das Brot brach. Alleluia. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Nous
Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, Alleluia, Alleluia. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Weiler la Tour. Den nächsten Samstag mit diesem 4 Uhr überdreht den Doc an den Katholpunkt.lu der Öffnungsandacht von der Oktav live aus der Kathedrale. Den Doc wiederhält sie im 18 an dem 23 Uhr. Den nächsten Sonntag, 1. Oktavsonntag, überdromert Mass aus der Kaserne vom Heerebiech. Und zwar um 10:30 auf alle Kanäle. Doc RTL 2 an Katholpunkt.lu, morgens um 10:30. Und los schalten wir zurück an den Studio.